Das ist das nicht manipulierte Ergebnis einer leider nicht repräsentativen Umfrage zwischen mir selber und noch einem anderen großen Bierzeltexperten der 70er Jahre, nämlich dem Ekelsepp. Und dieses Ergebnis lautet korrekt: 2 von 2 Stimmen für die Grasselburm. 100%. Uns überrascht das nicht, auch nicht in der Eindeutigkeit, weil so ist es halt einfach und wir wissen genau, wovon wir sprechen. Wir waren dabei. Wir waren immer dabei, wir, die Generation der schon 50-Jährigen. Wir waren dabei in den 90ern, als Pop nach 8 aufgedreht hat. Aber hallo, eine Revolte war das, sagt jeder, der damals dabei war. Eine Musikanlage, aus der Purple Rain besser gedonnert ist als jemals von Prince und deren Aufbau 10 Stunden gedauert hat. In der Golbodenhalle war das, und zwar so dermaßen hammermäßig, dass die chronisch halbleere Halle innerhalb von 60 Minuten total überfüllt war und alle durchgedreht sind. Wir waren dabei in den 80ern, als die Topsis im Kühlschrank vom Grollzelt einen Pinguin gesichtet und von lauter Schreck den Hurtag erfunden haben. Der Beginn der Bierzeltrevolution, schreiben die Topsis auf ihrer Homepage deshalb sich selber zu. Aber wenn uns einer fragt, uns oder den Bauer Heinerl, den wir Oldies zum erfolgreichsten Festwirt der 70er gemacht haben, Bauer Heinerl, wer war die beste Volksfestband aller Zeiten? Dann zögert der Bauer Heinerl kurz und dann sagt er, ja mei. Und dann, dass wir heute jetzt eine andere Zeit haben. Aber dann muss sie doch heraus, die ganze Wahrheit, weil nur die Wahrheit ist. Und dann sagt auch der Bauer Heinerl, ich müsste jetzt die Grasselburm sagen. Es war die erste Band, die Charts im Bierzelt gespielt hat. Hitparade hat man damals gesagt. Die erste Band, bei der das Publikum auf die Bänke stieg. Zum ersten Mal Bierzeltpop auf Englisch und Bierzeltdeutsch. Once there was a battle there, in Zaire, ja, there was a fighter there, in Zaire. Die Grasselburm waren die ersten, die die Hits ihrer Zeit mit einem tieferen Sinn versehen haben. Bierzeltpoesie halt. Straubing war begeistert. Um 12 in der Nacht war bei mir noch keine Bank frei, sagt der Bauer Heinerl. Das war 11 Abende so. In allen anderen Zelten dagegen war Blasmusik. Und unter der Woche war keines voll. Da hat die Blasmusik nur brav einen Marsch nach dem anderen gespielt, festlich und steif und ein kleines bisschen fad. Ein bisschen zu fad auf die Dauer, hat der Bauer Heinerl gedacht, und 4 Mann engagiert. Die Grasselburm mit Knopfharmonie, Gitarre, Klarinette, Trompete und Bass. Es war eine Sensation. Und der Bruch mit der Tradition. Der Witz dabei war, dass der Bruch noch kein völliger war. Die alten Bierhymnen waren alle noch da, und wenn dann die Eude kam, da hat das Zeltdach förmlich abgehoben. Erst die Grasselburm, dann alle Damen, dann alle Herren. Eude, 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 ein Eude, Sau, laut. Können wir das vielleicht probeweise hören? Ich liebe spontan, dass wir es genauso machen. Also erst einmal ich, und dann sagen wir nur die Damen, und dann singen die Damen. Oide. Macht man das also erst nicht wieder? Oide, 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 zieht mir die Schuhe aus. Jetzt sieht es mit dem Saurisch. Oide, jetzt sind die Damen, nur die Damen. Oide, Oide, Oide. Ja, ganz gut. Aber jetzt mal das Ganze von vorne, und jetzt nur die, wie heißen die anderen? Männer! Alle, aber ganz laut. Oh, wie wenn sie schon. Oide, Oide, zieh mir die Schuhe aus. Oide, 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 ein Oide, Saurausch. Oide, 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 zieh mir die Schuhe aus. Sagt immer, wenn ich frage, Matthias, kann ich gut singen? Dann sagt er immer, ja, sehr gut, aber bitte nicht jetzt. Ja, und etwas später dann berauscht und berauschend, dann haben alle gesungen, was wäre die Welt für mich ohne dich? Oh, oh, oh. Das
zwar aber richtig laut dann. Die Graselburm waren einfach die erste Showband. Einfach wunderbar war es und das erste und das letzte Mal, dass alle Generationen die gleiche Band gleich geliebt haben. Denn der Anfang der Spaltung im Volksfest war es auch. Blasmusik seither nur noch am Nachmittag. Showbands überall und nur für Junge. Es ist übrigens faszinierend zu sehen, wie in Wien fast 6000 jugendliche Mitbürger auf Videowände starren und sich selber beim Zuschauen zuschauen. Hey Baby, jetzt jammern, wo eigentlich unsere Blasmusik ist. Sogar ein paar Junge jammern schon mit. Gemeinsam haben alle geweint damals, als das 7. Z plötzlich weg war. Kein Mensch hat gewusst, warum und weil das doch die letzte Blasmusikbastion war. Die junge Union hat gleich eine Petition gemacht, weil ja jetzt die urige Blasmusik fehlt. Und über 4000 haben unterschrieben, weil die Blasmusik auf einmal alle so lieb gehabt haben. Dass sogar die junge Union die Blasmusik lieb hat, das muss man mal einem Festwirt sagen. Da steigen die nämlich direkt aus. Blasmusik, sagt dann der Josef Kröner. Blasmusik, wie wir vor 15 Jahren angefangen haben, da hat die ganze Stadt gesagt, Blasmusik macht's für Blasmusik, wir wollen eine Blasmusik. Dann hat er Blasmusik gemacht, nach 4 Tagen hat er umgestellt, weil sonst, sagt der Josef Kröner, hätten wir das erste Jahr nicht überstanden. Der Lechner hat es auch ein bisschen probiert und beim Beck war einmal ein Abend Blasmusik, Motto anno dazumal. Um 8:45 war das Zelt dann fast leer gespielt, weil von den über 4000 jungen Unionspetitionisten haben 3, 4 gefehlt. Straubing will Blasmusik. Davon ist jeder Festwirt geheilt. Im schönen Sommer waren übrigens auf 8 von 11 Abenden Showbands und nur an 3 Abenden Blasmusik. Aber das ist keinem aufgefallen. Weil es ist ja auch keinem um Blasmusik gegangen. Es ist gegangen ums Reragu. Es ist nämlich so, dass die beste Volksfestband der Gegenwart eine Blaskapelle ist, nämlich der Menzelsepp mit seinem Reragu. Reragu, sagt ein erfahrener Blasmusiker und klingt direkt verbittert, das haben wir vor 20 Jahren schon gespielt und kein Menschen hat es interessiert. Matthias, soll ich sagen, dass du das warst? Das Lied ist uralt, es ist Standard für jede Blaskapelle und dann kommt der Menzelsepp und plötzlich ist der alte Schmarrn kultig. Und der Menzelsepp sagt, dass zu ihm die Leute immer sagen, ohne Reragu geht's nicht. Da kann er einem schon stinken und man erkennt einmal mehr, das Leben kann ungerecht sein und ergreift zur Blasmusik. Es ist halt ein Jammer. Und der Menzelsepp hat sogar noch mehr von dem Zeug, das uralt und ein Schmarrn ist und die Leute singen mit. Die Alte zum Beispiel, die wir schon damals in Bauer Heinrich geschmettert haben, Sie erinnern sich? Obwohl die Alte garantiert noch älter als sogar der Bauer Heinrich ist. Die Alte, sagt nämlich der Menzelsepp, da habe ich eine alte Schellack aufgenommen. Da war Kapelle Hansel Hahn, Nürnberg 1929 mit einem Klarinetten-Intro. Der Sachsen, die denken sich, da geht also doch. Dass eine Blaskapelle es schafft, ein fast 3000 Mann Zelt zu füllen, und zwar bis zum Ende, das hat es in Straubing unter der Woche noch nie gegeben. Aber es hat auch noch nie eine Blaskapelle gegeben wie den Josef Menzel. Der sitzt nicht nur drum auf der Bühne und spielt traditionell festlich steif, der macht Wirtshausmusik draus. Der Menzel ist rotzig traditionell. It rocks, würden die Amerikaner sagen. Ich komme ja vom Rock'n'Roll her, sagt der Josef Menzel. Das Rotzige rockt und das macht Spaß und auch eine Blaskapelle braucht einen Frontmann. Das ist sicher in Straubing entstanden, sagt Josef Menzel über den Erfolg mit dem Reragu. Es war im kleinsten Zelt und da sind draußen die Leute vorbeigegangen, da haben wir zu unseren Leuten herin gesagt, so, und jetzt singen wir mal alle miteinander das Reragu und das so, dass man es im nächsten Bierzeit noch hört. Das war das erste Mal, dass Blasmusik und Publikum auf dem Volksfest gemeinsame Sache gemacht haben. Sogar die großen Showbands spielen jetzt das Reragu. Pop nach 8 kann das ganz bestimmt auch super bringen, weil Pop nach 8 sogar Purple Rain besser als der Prinz selber bringt. Aber zwischen Hey Baby und Hey was geht ab, klingt es halt lang nicht so schön.